Das, was automatisch in uns passiert, das hat keine Anstrengung. Das ist ein Programm und das Programm läuft so einfach ab, wie wenn du einen Computer startest und der startet auf. Du hast Mitspracherecht, zum Beispiel, was du denken möchtest. Du hast Mitspracherecht, wie du reagieren möchtest. Du hast Mitspracherecht, was du oben reinlassen willst beim Essen, wie du möchtest mit Menschen reden. All das hast du schon Mitspracherecht, aber irgendwie läuft das Programm. Und zu 95% automatisch in eine Richtung, wenn du schaffst, die 95% bewusst umprogrammieren in die Richtung, wo du gerne möchtest, dann bedarf es irgendwann so wenig Anstrengung, das deine Ziele zu erreichen und so dich zu fühlen, wie du das möchtest, wie es jetzt keine Anstrengung braucht, dass dir einfach so plötzlich von einer Sekunde, von einer Sekunde auf die andere schlecht geht. Und darum ist mir das auch so ein Anliegen, das weiterzugeben, weil ich glaube, viele haben das Gefühl, wir können gar nicht so viel machen, wir sind abhängig auf so viel Einflüsse im Aussen und alles, aber eigentlich sind wir nur abhängig von uns selber. Der Neville Goddard sagt, das Aussen ist you pushed out. Also das, was du im Aussen erlebst, bist du nach außen gestülpt. Oder? Das ist eigentlich wirklich auch ein Spiegel. Und je mehr, dass man das merkt, desto mehr wird man auch gut zu sich selber sein, weil dann wird man im Aussen auch wieder gut erleben. Oder? Es ist wirklich, entweder bist du in einer Aufwärtsspirale oder bist in einer Abwärtsspirale. Aber beides zieht halt einfach das an. Wenn du Menschen, die lange in einer Abwärtsspirale sind, der Körper programmiert das. Oder? Joe Dispenza sagt dem ja auch, dass die Botenstoffe, die der Körper ausstößt, dass er das quasi als süchtig wird und das als normal empfindet. Und die dann automatisch wieder ausstoßen, weil das du halt bist, oder? Das heißt, es kann sein, dass du in Situationen, wenn du dich lang schlecht gefühlt hast in der Vergangenheit oder Stress und alles gehabt hast, dass der Körper das speichert. Und jetzt bist du irgendwie 30 Jahre später und du hast die Vergangenheit eigentlich nicht mehr und es droht dir eigentlich keine Gefahr mehr, es droht kein Stress mehr, dann der Körper aber immer noch in dem alten Programm ist und du in diesen x Jahren nie das bewusst geändert hast, das Programm, dann wird er einfach irgendwann so auf die Idee kommen, dich nochmal grübeln lassen, dann bist du wieder bei irgendwelchen Sachen, die dir schlecht tun und plötzlich hast du wieder dein Cortisol oder so, wo der Körper in dem Moment ausschüttet. Das merken wir gar nicht bewusst. Das ist dann halt einfach so, oder? Das sind dann die sagen, ja, seit 20 Jahren immer wieder, oder? Der gleiche Zweifel und so, oder? Das merkt man nicht. Das heißt aber, es kann sein, dass der Zweifel, wo man dann in dem Moment hat, halt wieder die Stoffe ausstößt, wo der Körper süchtig in dem Sinne noch ist und wieder automatisch kann produzieren. Darum Menschen, die sehr lange in der Abwärtsspirale sind, oder? Ja, die haben es nicht schwieriger wie andere, aber für sie ist halt also schwieriger wie andere zum Ausbrechen, wenn sie es bewusst machen. Aber sie haben halt alles, was in ihrem Leben passiert, weil es ist ja wirklich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und wenn man einmal sich selber sagt, so ja, ich erlebe das immer, und dann erlebst du es wieder und dann stärkt sich der Glaubenssatz. Du sagst dann plötzlich, hä, siehst du, ich weiß, dass es so ist und jetzt glaubst du es immer mehr, oder? Und der Glaubenssatz verankert es immer mehr und ein Mensch, der positiv ist, weiß halt einfach, dass für ihn alles immer gut wird auslaufen und ein Mensch, der negativ gestimmt ist, weiß halt einfach, dass er immer die arme Sau ist. Und beide haben recht. Beide werden ihre Welt so erleben, wie sie sich fühlen. Und Feeling is a secret, sagt der Neville Goddard, unterschreibe ich. In dem Moment, wo du dich gut fühlst, geht es dir nicht schlecht. Darum, Feeling is a secret. Jetzt ist es halt eben so, wer lange in einer Abwärtsspirale ist, der hat sich halt so fest mit dieser Negativität angefreundet, dass das normal ist für ihn. Oder das heißt, es ist dann schwierig, oder viele, die dann sehr negativ sind oder in Depressionen sind, denen ist auch schwer, wenn man etwas Positives möchte mit auf den Weg geben. Sie fühlen sich ja dann schon fast beleidigt. Kann ich nachvollziehen, oder? Weil du deine Welt schon so lange aus dieser Brille siehst. Das ist normal, oder? Dass es dann schon fast als Beleidigung überkommt, wenn man sagt, ja, geh doch einmal laufen, vielleicht tut es dir gut. So, ja, ich denke, alles schon versucht. Das glaubst denn du. Oder? Es geht mir in dem Moment nicht besser. Aber eben, dann kann man auch anfangen, mal einfach in sich gehen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich nicht mehr in dieser Situation wäre. Und das Gefühl immer mehr versuchen, in sein Leben einzuladen. Und halt wirklich auch Gewohnheiten etablieren. Da ist leider auch dem, was am schlechtesten geht, nicht anders, jetzt nicht einfacher wie dem, was am besten geht. Das haben alle die gleichen Voraussetzungen. Es ist halt vielleicht für den, wo es sehr schlecht geht, schwieriger, zum mal anfangen und zu verstehen, weil eben die Motivation halt fehlt. Aber das wäre die Lösung. Oder? Das wäre die Lösung. Wirklich
weg von seiner Vergangenheit, neu in das Gefühl hinein, wo man hin will. Und das wirklich in seinem Leben verankern, mit Gewohnheiten, mit Menschen, die auch schon dort sind, mit eben Sachen weglassen, die dir nicht gut tun, halt, dass der halt dann eben was ich jetzt einem würde anraten, wo wirklich depressiv ist, Substanzen weglassen, die auch in eine Abwärtsspirale bringen. Das heisst, du tust schon mal neutralisieren. Das heisst, wenn es dir in dem Moment halt gleich psychisch schlecht geht und du anfängst alles weglassen, wo, ja, ich weiß halt auch nicht, eben auch Drogen oder so weglassen. Wenn wir ja oftmals, dann gerade oft denen, wo es schlecht geht, haben das Gefühl, mit Drogen geht es einem dann wieder besser, aber es zieht dann eigentlich nur noch weiter runter. Und das wäre eigentlich mal der erste Schritt, halt so etwas mal weglassen, dass man dann auch merkt, es geht einem besser, es hebt dann die Stimmung. Und wenn man dann auch merkt, okay, oder dort merkt man schon mit kleinen Schritten, okay, es geht mir ja wirklich besser. Oder? Und wir müssen mit kleinen Sachen Lichtblick bekommen, dass man merkt, okay, es ist möglich. Darum ein erster Schritt in die Richtung. Aufschreiben, was willst du, wo willst du hin? Etwas auf dieser Liste heute umsetzen. Jeden Tag hast du eine Möglichkeit, um etwas umzusetzen, um dein Leben zu ändern, wenn du nicht dort sein willst, wo du bist. Das geht aber nur in dem, dass man es macht. Wenn man darüber jammert und sagt, ja, wir sind halt, ja, mein Leben ist einfach scheiße, ich bin in eine falsche Familie geboren, ich habe immer Pech, das ist meine DNA, keine Ahnung, das sind meine Ex-Freunde, dann ist es so. Oder? Dann ist es leider so. Das ist so. Und wenn du anfängst zu merken, dass nur die Vergangenheit ist, wie du fühlst, und du jetzt kannst dich in der Zukunft neu fühlen, dann wirst du einfach nicht mehr sagen, all die Bösen in der Vergangenheit. Dann wirst du anfangen, dich einfach nur fühlen, wie du möchtest sein oder wie es soll sein, wenn du am Ziel bist. Und eben Gewohnheiten etablieren. Wirklich, ich glaube wirklich, das ist das A und das O. Schritt machen in die Richtung, wo du willst. Du kommst nicht drum herum. Es wird dir nicht einfach eine freie Nase vom Himmel fallen, wenn du weiterhin, keine Ahnung, die ganze Zeit so rumlaufst. Du wirst nicht einfach frei atmen. Oder etwas Neues. Du musst neue Sachen etablieren. Und darum auch, eben, ich habe Fingernägel gekaffelt, um so Sachen wegzubekommen. Einfach nicht mehr machen, bewusst werden, dass man es macht. Oder merken, in was für Situationen mache ich es. Und ich habe es zum Beispiel gemerkt, wenn ich am Computer bin. Wenn ich am Computer bin und ob es Blaulicht ist, ich weiß es nicht, dann fange ich an, meine Fingernägel kaffeln. Oder wenn ich am Autofahren bin. Und so weiss ich schon, wann mache ich das? Okay, ich will das nicht mehr. Und in diesem Moment bin ich dann einfach bewusster dabei. Oder wirklich auch überlegen, was denkst du den ganzen Tag. Das ist wirklich mega wichtig.